Ja, und ich denke, wir fangen einfach an. Und da habe ich mich selbst auf die Liste gestellt, warum auch. Und deswegen kann ich euch nicht erzählen, aber ich denke, ich fange an, ich bestehe auf mein Land. Der Krieg war vorbei und alles war kaputt und viel Leid kam über die Leute. Die Herren von einem 1000-jährigen Reich, die waren nicht mehr, Gott sei Dank. Die Besatzer haben nur gesagt, und man sprach von der schlechten Zeit. Aber so schlecht war der Ausbau nicht mehr, weil Vernunft und Weitblick eckierten. Die Lü fingen an, die Trümmer abzuräumen, und so Jahr wie es ging jeder sein Werk. Die Alliierten haben bei uns die Zaren, Engländer, Amis und die Franzosen. Die haben auch vor allem in der Sinn, bei uns die Demokratie einzuführen. Und dafür suchen sie sich Lü und Menschen aus, die nichts mit den Nazis zu tun haben und integer Lü waren. Die wurden dann satt, um nachher für die Selbstverwaltung aufzubauen und auch demokratische Grundsätze in eine neue Ordnung zu schaffen. Daraus entwickelte sich auch bei uns hier das politische Leben mit Parteien und Gruppen, die Kirche, Sozialverbünde, gesellschaftliche Gruppen wie Gewerkschaften spielen genauso eine Rolle wie Arbeitgeber in alle Formen. Zusammenstehen und mit anpacken war das Gebot in der Stunde. Und so schlug sich jeder durch die schlechte Zeit. Aber es kam auch Hilfsverbote mit den Kehrpaketen und Marshallplan. Und auch die ersten großen Politiker nach dem verlorenen Krieg von uns, Konrad Adenauer und Ludwig Erhard, sorgten sich erst um die Lü. Mit Hilfe von den Amis und den Engländern ging es mit dem Ehewürd new Geld, der D-Mark und in die Geschäfte mit all die neuen Waren wieder bergab mit das Leben. In unserer Region waren die Engländer der Besatzer. Und die würde die Demokratie nach höheren Sinn in. Durch erste freie Wahlen wurden Organe von Orwe bis Unge in die gemeindliche Welt, sodass das gesellschaftliche Leben wieder beginnen konnte. Für mich war das ein Ersatz von unserem Bundeskanzler Adenauer entschieden in meinem Leben und bis heute, als er sagt, wir haben den Weg der Freiheit gewählt. Das war der Zeit, wo es darum ging, ob Deutschland im Ganzen neutral bleiben soll. Das war eine wegweisende Sache für uns und besonders für mich. Und wenn wir das aus der Sicht von heute betrachten, war das genau richtig. Wie lange mussten die Menschen im Osten darauf warten, bis sie ins Freie reisen dürfen? Und was für ein glückliches Leben haben wir bis heute gehabt. Über 70 Jahre Freiheit und ein Leben bis heute. Dafür können wir Jod und als Staatslenker gehörig danken. Und wir können durch die Stadt ob das ziehen, was wir Albione bis heute geleistet und haben nach der schrecklichen Krieg und abgebaut haben. Mach ja das geben, das auch aus freie Demokratie in ihrer Haut und dafür darum bemüht sind, sie für Unbilder schützen. Danke.